Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, dann Kriegsrat. Hinter dem Tal also ist die heilige Stätte. Aber der Weg dort hier wird immer von einem Orkling versperrt. Der Weg niemand Gewichtware ach. Dann lass uns erstmal durch hier gehen und gucken, was Sache ist. Okay. Machen wir doch. Naja, das Gebäude sieht auch nicht mehr so gut gepflegt aus. Die sollten vielleicht mal ein paar Stäbmetze anheuern. So, jetzt muss ich wieder singen, wenn ich die spreche, die Viecher. So ein Mist. Okay, gehen wir mal durch rein. Und du ist versperrt, ne? Wir werden gern hier durch. Geht nicht. Nur diejenigen, die das Ritual der Treue vollendet haben, können passieren. Was soll denn das für ein Ritual sein? Frucht der hohe Priester. Und wo kann man den finden? Der läuft hier irgendwo rum. Na klasse Aussage. Also, finde den Hohepriester. Ah, der sieht wichtig aus hier. Das ist unser Schrein, wo wir unseren Segen von der Sonne und der Götter erhalten. Und der da? Aber da geht ihr am besten der Hohepriester Froche. Der steckt hier irgendwo. Okay. Also bisher immer ein paar Priester gefunden, aber kein Hohepriester, wie es aussieht. Du? Nö. Der schwätzt wieder nur dasselbe. Dann gucken wir mal unter. Der sieht auch noch wichtig aus. Hey du, bist du zufällig der Hohepriester? Dem ist wohl so, mein Sohn. Ich bin der Hohepriester. Was treibst du dann hier? Ach, ein Hohepriester hat so seine Sorge. Aha, naja, wie auch immer, wir wollen eigentlich zur heilige Stätte. Die heilige Schriften besagen, dass nur die das Ritual der Treue vollendet haben, sich dem Ort nähern dürfen. Was um alles in der Welt ist denn jetzt das Ritual der Treue? Wenn ein Mann und eine Frau das Segen der Götter erhalten und in der heilige Bund der Ehe treten. Ach so, also eine Art Hochzeit und Flitterwoche. Der Worte befremden mich zwar, aber es wird wohl so etwas sein. Wenn wir das Ritual also hinter uns hin, dürfen wir zur heiligen Stätte? Lilly, hast du mitgehört? Ist verzwickter, als ich gedacht habe. Aber wenn wir zwei heiern, kommen wir weiter. Aber das ist wohl Wunschdenke. Von mir aus. Bitte was? Ihr wollt euch vermählen lassen? Das Ritual ist eigentlich nur für uns Orklinge bestimmt. Aber in letzter Zeit will einfach keiner heiraten, wo wir doch beim 99. Paar sind. Darüber habe ich mir vorhin den Kopf zerbrochen. Aber so sei es dann. Ihr sollt das 100. Jubiläumspaar wäre, was das Segen der Götter erhalten soll. Wie war das nochmal, Mitteldale? Ja, muss wohl so sein, ne? O Götter der Berge und Bäm. Wie kam das hier alles nochmal gleich zustande? O gütiges Licht der Sonne. Um zu der vermaledeite heilige Stätte zu kommen, müssen wir das Ritual vollendet haben. Was Ritual braucht jetzt mal Männel und Weibel. Und dazu diese japanische Musik und mit genau deine Geräusche. Ich finde das so großartig. Moment mal, Lilly. Ist dir eigentlich klar, was wir hier machen? Wir heiern. Schönen guten Morgen, aber sonst kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, aber ich meine, sollte man sich sowas nicht vorher genauer... Es fängt an. Tja, jetzt stehen wir da. Was hat sie dann nur? Normalerweise reagiert sie doch immer total sauer und dann ist dann total gleich eingeschnappt. Die Hoffnung soll euer Kraft sein. Wie geil, Alter, mit diesem Juhu aus dem Kabuki-Theater. So geil, diese Kabuki-Musik aus dem Theater. Klar kommen wir dann weiter, aber... Um die Hürde des Lebens zu überwinden. Hat sie sich vielleicht echt in mich verknallt? Oh, macht da keine Hoffnung. Treue soll euch den Weg erschließen.
Da war es ja echt die richtige Strategie, dass ich ihm doch der Schwarzmagier so lässig gerettet habe. Der Himmel möge euch segnen. Irgendwo ist ein Computer hochgefahren, so wie das klang mit Windows 98. Lilly, jetzt sind wir endlich Mann und Frau. Und der Bräutigam darf immer die Braut Alter! Das muss dir so kummer. Alter, fahren mal wieder ein, du Widerling. Jetzt braucht ihr nur noch die Zwillinge neben dem Gemischtwarenladen einen Besuch abzustatten. Was muss man dann noch alles schaffen? Das gehört eben zu unserer Sitte. Na, dann wollen wir doch mal als 100. Jubiläumspaar vom Dorf unseren Rundgang starten. Herr Ehepaar sind wir aber nur, solange wir hier im Dorf sind. Was für harte Worte. Sag mal, Sie dann, was sollen wir dann jetzt machen? Ja, alles nur nicht unser Flitterwoche störe. Alter. Und dann etwa zurücklassen? Ich werde sehen, was ich machen lässt. Dann lassen wir euch der Rach trauen. Wie wär's denn, wenn ihr euch auch in der heilige Stand der Ehe treten täten? Was? Ich bin erst 9, du ekliger Kerl. Ja, genau das ist es doch, derweil machen wir unseren Rundgang. Das will ich aber nicht. Ein Lebensanfang zu zweit? Der frisst mich bestimmt in der Hochzeitsnacht. Um die Hürde des Lebens zu überwinden. Der Clash sieht lecker aus. Trolle, Treue soll euch den Weg erschließen, eine Trolle. Ich mag immer noch nicht. Der Himmel möge euch segnen. Ich bin ja so glücklich. Irgendwie. Ein Dieb! Wir sind das fischverheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Cheerio, dann brechen wir also zur heilige Stätte auf. Ja, dürfen wir jetzt durch? Cheerio, aber klar, seid vorsichtig und gut die Res. Na, dann mal los. Ein Dieb! Hoch? Moro, beeil dich! Robo! Stehen geblieben, stehen geblieben! Was ist denn da passiert? Keine Ahnung, lass mal noch gucken. Wieder entwischt, weiter dürfen wir nicht. Wohnt draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die 2 kleinen Racker kommen ab und zu her und klauen uns unser Essen. Aha. Aber das nächste Mal kriegen wir so. So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Wasser nochmal. Vivi, Quina. Und habt ihr die Trauung hinter euch? Ja, ich find's trotzdem widerlich. Ich krieg bestimmt was Besseres als denn. Du warst wirklich jemand vor meiner Nase, ist es zu klauen. Erlaubt, dann können wir ja weiter. Genau das machen wir jetzt. Jetzt können wir zur heiligen Stätte. Also, auf in die Richtung. Die ist ja nicht besonders weit gekommen, ne? Na nu. Und das ist auch ihr Theme. Kondea Pata Bergweg. Gobobo! Schnell, Moro, wir müssen hier weg, sonst schnappen die uns noch. Gobo! Was hast du, Moro? Gobo! Warte mal, wo bin ich denn hin, Moro? So, da hänge ich jetzt. Selbst Moro hat mich verlassen, jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Moro, wenn ich sterbe, dann komm ich als Geist wieder und such dich heim, hörst. Oh, schwirrt mir jetzt schon die Sinne, jetzt sehe ich schon Menschen ohne Hörner. Und der Ende hat sogar einen Schwanz. Hey. Ah, Hilfe! Nee, bitte friss mich nicht, ich schmecke überhaupt nicht. Ja, ich schmeck ganz furchtbar, glaub mal. Quina, die sagt, die schmeckt nicht gut. Schmeckt nicht? Dann ist schade. Aber der Muchelfein, eine schönere Farbe habe ich noch nie einer gesehen. Dann fress ich halt den. Nee, das geht auch nicht. Da! Hab dich. Danke.
Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bist du auch nicht verletzt? Ich hab gesagt, ich sei in Ordnung. Täusch dich bloß nicht. Ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knirps, du. Aber, Dito und ich, wir schauen ruckzuck gleich alt aus, oder? Sieht dann, Lilly? So Unverschämtheit. Und was soll überhaupt Dito sein? Ich habe auch einen Namen. Mhm, Aiko. 6 Jahre Rechtshänderin. Oh je, oh je. Aber hier haben sie jetzt halt mit dabei. So ist es halt. Genau, Aiko hieß ich. Das ist nicht ein wunderschöner Name, oder? So, und jetzt, wo du den Namen von Aiko weißt, wärst du nicht mal langsam an der Zeit, dich vorzustellen. Das ist ja wohl das Mindest an Höflichkeit. Ich mag nicht, vor allem die mag ich nicht. Das ist ja noch so aggressiv wie Zicke dabei. Was meinst du? Ich hieß Lilly und der Bodo ist Vivi. Aha. Und wer bist du? Ich bin Sidan. Aha, Sidan. So. Sag mal, warum hast du das Dorf denn beklaut, Aiko? Ich hab, Hunger gehabt. Na, das ist immer ein Grund. Erinnere mich irgendwie an Quina. Apropos Quina, ob der wohl wirklich hinter dem Mokri jagt. Was sollen wir dann machen? Aiko will nicht, dass er Moku frisst. Naja, ich glaube zwar nicht, dass Quina einen Mokri verspeisen wird, aber Aiko, wo ist denn eigentlich der Helm? Ganz schön weit drüber. Moku ist vielleicht schon vorgeflogen. Wollen wir Aiko nach Haus begleiten? Jo, Allah. Der Wunsch meiner Geliebten frei ist mir Befehl. Hey, ihr seid verheiratet? Ja, gerade vorhin, Hämmer. Sind wir noch Freunde? Wahnsinn, aber immerhin nennen sie mich schon einen Freund. Ach so ist das. Na, Freund, da will Aiko. Ach ja, Freund wäre. Und dann sind wir uns ja alle ähnlich. Erlaub, Aiko, wo wir jetzt Freunde sind, begleiten wir nicht einfach. Wieder heim. Jo. So, jetzt haben wir die auch mit dabei. Gott sei Dank ist jetzt Quina nie mit dabei. Weil die ist durchaus nützlich. Auch wenn sie nicht so aussieht mit ihrer 6 Jahren, das ist eine ziemlich starke Schwarzmagierin. Ziemlich starke Weißmagierin. Und die kann auch Beschwörungen. So, erstmal rüsten wir sie aus. Die arbeitet mit Flöte. Kann immer Regena haben. Das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt, die regeneriert sich einfach immer. So. Federhut. Fangen wir doch mal gleich an mit Magierhut. Das lernt sie relativ fix. Gift und Galle ist jetzt nicht so besonders wichtig. Aber was anderes hat sie nicht parat. Seitenhemd für Vita. Seidenkleid, Ability Up und Urschrei. Dann lernen erstmal Vita. Fenrir und Vollmond lernt sie dort mit. Dann kann gar nicht genug das Saphir haben, um 8 Fenrir zu lernen. Aber vorher immer Regena, ist auf jeden Fall sehr cool und nützlich. Vollmond heißt einfach nur, dass der Trance-Zustand schneller erreicht wird. Aber Urschrei und Gift und Galle finde ich eigentlich wichtiger für sie erst einmal. So. Also neue Mitstreiterin. Dann schauen wir mal, was dort draus wird. So, da können wir hoch. Kommen wir da auch rüber. Dann kriegen wir hier nämlich noch eine Kiste. Und da ist ein Zelt drin. Sehr schön. So. Rote Stehtafel steckt dort. Nehmen wir nochmal raus. Rote Steintafel erhalten. So. Das rote Antlitz des Feuers ist gut und böse. Ein vom Himmel erteiltes Werkzeug muss mit reiner Seele berührt werden, sonst erscheint das Böse. Hoher Priester. Gut, dann wieder runter. Und dann hier weiter. So, hier sind überall noch Juckzieher unterwegs. Und dann schauen wir mal. Ah ja, da ist noch ein Mokri. Susuna. Habe ich was für dich? Nö. Ich hätte so gern einen Brief. Dann schlagen wir erstmal das Zelt auf, was wir gefunden haben. Und schwätzen dann noch eine Runde mit Stilzkin. Das Dreier-Set aus Talisman, Zelt und Äther. Ja, komm, kauf mal. Besten Dank, mit dem Geld kann ich wieder weiter auf Reise gehen. Was ist dann Talisman? Das klingt doch irgend so ein cooler Artefakt. Wie könnt ihr uns gebrauchen? Talisman.
Okay, wie kannst du benutzen? Talisman. Hier auch nicht. Falls es überhaupt sowas ist. Ich kann es ja nicht sagen. Talisman. Vielleicht für Aiko? Nö. Muss das irgendwas anderes sein. Gucken wir uns das doch mal an. Talisman. Automatisch. Noch einmal. Talisman. Nee. Sieht nicht so gut aus für uns gerade. Was auch immer das Ding ist, vielleicht ist es ja ein Kampfgegenstand. Aber Talisman hat erstmal noch irgendeinem Accessoire geklungen. Sieht nicht so gut aus. Talisman. Herrgott nochmal. Nö, wertvolles, auch nicht. Gucken wir nochmal. Nee. Nee. Nö. Nö. Dann für sie vielleicht nochmal. Talisman ist keine Waffe. Ist vielleicht ein Frauenhut? Nee. Nö. Sieht echt nicht so gut aus. Nö. Nirgendwo Talisman. Für dich auch nicht, oder? Nee. Auch nichts, was du anziehen könntest. Sieht schlecht aus. Sieht echt schlecht aus. Tja. Dumm gelaufen. Da finden wir leider nichts. Wisst ihr Teufel, was das für ein Ding war? Naja, wir werden es wohl rausfinden. Jetzt wird erstmal gespeichert und ich jetzt sage, gezählt. Und ich jetzt sage, liebe Leute, wir machen an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns auch morgen dann wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann weiter in Richtung heilige Städte uns auf den Weg machen werden. Also, machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee. Tja, 5 Minuten haben wir dann noch. Sorry, aber wie gesagt, bei 3 Minuten oder so, das ist dann doch ein bisschen zu viel. Da können wir noch durchaus ein bisschen Ufug treiben. Von daher, das ist ein Loch, wo man Stelltafel reinstecken könnt. Was ist denn, wenn ich die Rot hier reinstecke? Naja, derzeit das Einzige, was wir so machen können. Und rauskriegen wir so Anime. Okay. Also wie gesagt, sorry, das 17 Minuten, 17,5 Minuten oder was waren's? Und 5 Minuten lege ich jetzt nochmal oben drauf. Sorry, das war jetzt leider etwas doof geregelt von mir. Ich habe echt gedacht, wir hätten schon die 20 voll. Ist es etwa... Sieht ziemlich heilig aus, ne? Auf jeden Fall ist es die Quelle des Nebels, wie es aussieht. Ziemlich cool. Und ein perfektes Thumbnail. Ist es etwa die heilige Stätte? Sieht so aus, ja. Da gehen wir dann auf jeden Fall mal hier. Was war denn das? Das klingt auf jeden Fall nicht so gut. Oh, stimmt. Da war ja ein Bosskampf. Vielleicht hätte ich hier doch vorher cutten sollen. Na egal. Dann haben wir aus Unterlänge halt Überlänge. Auf jeden Fall ist so ein ziemlich hässlicher Freak hier vor uns, der da rumtanzt. Das ist der Berghühner. Phönixfeder geklaut. Okay. Tja. Unnöten. Hui, glücklicherweise hat er verfehlt. Wir könnten erstmal Gemach auf den Wirker. Fenrir ist, glaube ich, Bodenattacke. Der hat, glaube ich, Erdelement. Und er ist langsamer. Sehr schön. Erschütterung. Oh, der lässt den erfahren und da bricht dann die Erde auf. Vor lauter Wischt. Gut, dann heilen wir uns mal alle. Vivi, du... Ich weiß nicht, wir könnten ja mal Bio-Anim ausprobieren. So.
Diebstahl fehlgeschlagen. Das ist nicht gut. Und was du so schon machen kann, wüsste ich jetzt nicht unbedingt. Aber sie dann klaut auf jeden Fall wieder. So, was macht Bio an Schaden? Ja, 152 ist ziemlich gut. Er scheint wohl dagegen fällig zu sein. Unnötig. Hui, glücklicherweise trifft es nicht. Ob sie dann... Jetzt klauen wir nochmal den Schampel, den er hat. Okay. Bibi. Wir probieren nochmal andere Sachen. Unnötig. Oh, da hat er wohl gar nicht auf die Schnut geschlagen. Saugen könnten wir auch mal ausprobieren. Bestatio. Dummerweise kannst du nur Ramu. Wir können es trotzdem mal ausprobieren. Sie dann wieder Klaue, bitte. Ich glaube ja nicht, dass es beim Berghühner was bringt. Aber wir können es mal ausprobieren. Mit dem... Ui, das bringt aber ziemlich viel wieder an Lebensenergie. Verdonnerung. Normalerweise könnte ich dann 2 Bestia auswählen in ihrem Trance-Zustand. Naja, so viel hat es jetzt wirklich nicht gebraucht. Oh. Arschbombe, hüp und hopp. Ah, das ist Magie. Aller hopp. Dann gibt es halt 2 Bio auf die Schnauze. Das ist jetzt ziemlich wirksam gegen den. So kann schon mal uns alle heilen. Ah, yes, das sieht dann. Wenn der Kerl da mal klauen könnte. Gar nicht, lassen wir jetzt erstmal gut sein. So. Wir lassen es jetzt wirklich erstmal gut sein, weil, nicht so gut. Ich will dem nicht so viel Schaden machen, der hält nicht allzu viel aus. Und Verdonnerung kommt... Ah, stimmt, ja genau, das war's so. Dass dann die Bestia immer wieder in regelmäßige Abstände kommt. Genau, das war Bestatio, nicht dass ich 2 von den Dinger auswählen kann. So, die flötet uns wieder gesund mit ihrem Zauber. Ob sie dann... Bitte, klau jetzt was. Erschütterung, ich glaube, ich muss eine Fahre lassen. So. Ob sie dann... Mitrilgabel geklaut. Okay, immer hier. So. Vigra. Ich hab's A drin vergessen. Der Rest ist eurer Vorstellung überlassen. So, dann machen wir halt nochmal Bio drauf. Noch einmal. Wenn das sich jetzt schon mit Vigra im höchsten Heilzauber geheilt hat, dann muss das so sein. So. Gut. So. Ich hoffe jetzt, dass ich den nicht so schnell geknackt krieg. Bei Final Fantasy 9 ist halt die Kunst, die Gegner vorher auszurauben, bevor man sie killt. Ah, jetzt hat er nur noch einen MP. Der gute Vivi. Unnötig. Autsch. Der hat sogar ziemlich gut getroffen. Diebstahl fehlgeschlagen, das war so logisch. Und wieder Verdummbeidelung hinterher. Eiko, du kannst vielleicht mal uns alle einfach wieder heilen. Und sie dann klaut. Und Vivi, du holst schon nochmal Äther. So, da ist sein Trance-Zustand halt auch fort. Arschbombe. Hui, glücklicherweise daneben. So. Flöt, flöt. Und alle wieder Heiler. Da hat hier immer noch was, der Mistkerl. Vivi könnte als nächstes nochmal Gemach auf den Wirker oder so. Sie dann Klau. Ja, sein Trance-Zustand ist damit leider beendet. Vivi könnte aber noch was anderes machen. Ja, solange ihr
Trance-Zustand erhalte. Es kommt immer mal wieder hier Ramu wieder. Ups, das war jetzt leider zu viel. Mist. Du, habe ich etwas verpasst, was der Kerl bei sich gehabt hätte. So ein Mist. Schade drum. Okay, er hinterlässt auch nichts Großartiges. Oder? Nur Elixier und Zelt. Schade, irgendeinen Ausrüstungsgegenstand habe ich dann verpasst. Ja, manchmal greift einer von den Riese an. Normalerweise haut Aiko immer sofort ab, aber... Aber Aiko hat sich wacker geschlagen, nicht dich doch, ja. Hihi, Winst. Ups, hier geht's aber nicht zum Haus von Aiko, hier geht's zu Ifas Barm. Zum Haus von Aiko geht's so lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifas Barm, ist es etwa die heilige Stätte? Wie? Ach ja, die Sonnen die Orklinge, aber wir hätten schon immer Ifas Barm genannt. Ifas Baum. Gut, dann wollen wir mal gehen. Ja, sieht so aus. Aber jetzt kann ich hier wirklich besten Gewissens meinen Cut setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut. Und jetzt auch wirklich bis morgen. Ein Yankee.